is short and the night explodes in laughter. Don't you come here and say I didn't warn you about the way your world can alter. And oh, how you try to command it all still. Every single time it all shifts one way or the other. And I'm a goddamn coward, but then again so are you. And the lions roar as me evading and hollering for you. And I never really knew what to do. And every once in a while I sing a song for you that would rise above the mountains and the stars and the sea. And if I wanted it to, it would lead you back to me. Astrid? Oh! Astrid! The Joker. Seems about right. Feels like another record cold snap on the way. I'd better get a fire going before the pipes freeze up again. Und somit grüß dich zurück zu The Long Dark im Story-Modus Wintermute. Ich erkläre gleich alles, bitte nicht böse sein. Ich erkläre gleich alles im Laufe dieser Episode und in der nächsten, oder eigentlich nur in dieser Episode. Da gibt es einiges, nämlich aus mehrerlei Gründen. Und zwar, Feuer machen. Heute ist der, dass ich das sagen kann, ich glaube 30. Jänner um 19:20 Uhr. Ich saß hier, musste nachdenken, BZW hatte Entscheidungsschwierigkeiten. Soll ich jetzt eine Episode Cyberpunk aufnehmen, wo ich momentan müde bin? Ich meine, beim letzten Stand, ich habe nachgeschaut auf YouTube, haben wir Cyberpunk nun schon 9 Monate im Programm und ich bin erst bei Folge oder nach Folge 26 oder so, ne? Und warum The Long Dark? Ganz einfach. 2025 ist Episode 5 angekündigt und ich habe mir dann gedacht, weißt was, da ich ja jetzt eine Episode im Elend-Schwierigkeitsgrad schon auf YouTube hochgeladen hatte und Damn, I was right. Pipes froze up again. ja, Willi. Und wie Sie sagen, ich habe bereits 17 oder 18 Episoden The Long Dark im Überlebensmodus aufgenommen, natürlich auf dem reisenden Schwierigkeitsgrad. Das ist ein relatives Chaos gewesen, oder ist es noch immer. Und ich kam wieder auf den Geschmack. I don't remember needing my parka this early in the season. It seems to get colder every year. Ich weiß nicht, wann wir das erste Mal Episode 1
gespielt hatten. Das muss jetzt auch schon, ich glaube, 4 Jahre. Ich glaube, 4 Jahre ist das nun her. Und ich bin sowieso mit der Qualität nicht unbedingt zufrieden gewesen. Wir müssen den Hangar weiter erkunden. Und jetzt habe ich mir gedacht, weißt was, um die ganze Story nochmal aufzudröseln, BZW, um wieder hineinzukommen, Cheap electric crap. Never works when you need it. könnten wir doch mal vorerst die Episode 1 spielen. Cyberpunk ist ein gutes Spiel, gibt es gar nichts, das was ich bis jetzt kennengelernt habe. Allerdings, ihr dürft mir bitte nicht böse sein. Ja, Daniel, ich weiß, wir hatten das schon im Programm. Wähle Gegenstände aus unter Essen. Ja, er hat ja keinen Hunger. Na gut, er hat zwar Hunger, aber dafür kriegt er wieder einen Durst. Genau, der gute Mann. Those were better days. Ach ja, wie das Leben einem das Getting schickt. pretty late in the day. Guess I could take a nap. Und ihr werdet es später hören. Du bist müde, mach ein Nickerchen. Kurzen Augenblick. Ich werde hier mal speichern. Genau. Wie ihr seht, ich hatte hier schon 2 Probeaufnahmen. Die sind leider etwas, naja, lassen wir es. Ich hoffe, diese Qualität hier ist besser. Wir werden hier überschreiben. Und wie gesagt, ich habe natürlich im Überlebensmodus habe ich natürlich mit beiden Charakteren gespielt, mit Will und Astrid, und ich kam wieder auf den Geschmack, ganz einfach. Es ist ein kleines, sympathisches Spiel und ich mag die Geschichte an und für sich. Okay, Episode 4 hat ihre Schwächen, muss ich zugeben. Da sie eher auf mehr Action basiert. Ich meine, mehr Action stört mich absolut nicht. Ne? So, wir gehen jetzt mal schlafen. Und danach folgt eine etwas längere Sequenz. Who could that be? Ja, das weiß ich nicht. Geh doch mal ans Telefon. Folgendes. Ich bin gerade am Basteln. Während ihr das hier seht, bin ich gerade am Basteln zu einem neuen Intro. Das kommt mit der 2. Episode. Jackrabbit Remote Transport, Mackenzie I speaking. told her not to come up. I told her you couldn't fly in this weather. For once, will you not be so damn Whoa, stubborn and whoa, listen? slow down, Maureen. What are you talking about? She just showed up. Said you'd see her. Said you'd fly her north. I know you need the money. The weather service... It's okay, Maureen. I've got it from here. Hello, Will. What are you doing here? It's been a while, I know. Yeah. Years. I haven't heard from you since... I know. And I wouldn't be here if it weren't important. Well... What brings you... I mean... Are you sick? No, not me. But I need to get to someone who is. Right. So you're still a doctor? Yes, I'm still a doctor. I thought that after... Why are you here? I need your help. There's an isolated community in the northern part of Great Bear. Someone there is very sick. Great and- Bear? There's nothing there anymore. Not since... I know. But I have to get there. Still trying to save the world, huh? Somebody has to. What's that supposed to mean? Mackenzie, Will, I didn't come here to fight about the past. I need a pilot to take me somewhere remote. Someone who won't ask too many questions. Someone I can trust. Wait. Questions? Astrid, are you in trouble? Are you gonna help me or not? What's in the case? See, there's that thing about no questions, remember? What's in the case, Astrid? No questions.
Look, the weather out there is bad. Bad. I mean, it's getting worse. You walk in here after years. I could have been dead. You could have been. And then you show up and you want me to just risk my life flying into the middle of the great northern nowhere to deliver you in some mystery metal case to some remote wilderness outpost. All because you walked in here and asked me to? Yes. Astrid, you can't bring him back. This isn't about that. I know how hard it's been. No. You don't know, Mackenzie. You don't know anything. You don't think I feel it too? Are you gonna take me or not? The longer I wait, the worse it'll get. Damn it. I don't have time for this. Wait. The worse what we'll get? Why do I have a feeling you're not talking about the weather? Because I'm not. Throw your bags in the plane. I'll get started on pre-flight. Better buckle up tight, because it's going to be a rough ride. Let's see. 2 people plus enough fuel to get us out to Great Bear and back leaves... almost no capacity for cargo. If we're too heavy, we'll burn through our fuel before we get there. I'll have to be careful about what else I take with me. Ach ja, ich erzähle euch jetzt was, ganz kurz. Ich habe diese Sequenz nun das 3. Mal gesehen, innerhalb von weniger als, knapp 24 Stunden. Ich war ja diese Woche Frühschicht und hatte es schon probiert, auch 4-mal habe ich mir diese Sequenz jetzt schon angeschaut, da ich nämlich das Spiel aus Buggründen mal für die Xbox auch gekauft habe. Und, achso, warte mal, sie braucht ihren Koffer. The mysterious... Astrid's traveling pretty light. Wherever she's going, she must not be planning to stay long. Tja, hättest du das mal nicht gesagt, mein Sohn. Und wisst, so gut ich Cyberpunk finde, so gut ich die Fallout, so sehr ich die Fallout-Reihe mag, wisst ihr, hier in diesem Spiel mag ich eines ganz besonders. Du spielst mal normale Menschen und keine Astrid's a Übergötter. doctor, so we're covered there. Water, Nehmen wir das mit. energy bars, purification tablets. Breakfast of champions. Richtig, mein Sohn. Hättest du das mal nicht gesagt. Na, jetzt da. Ich hatte schon Angst, ich habe hier auch wieder so einen scheiß Bug. Naja. Okay. Warte ein bisschen. The distress pistol kit is heavy, but I'd hate to end up in an emergency situation without it. Oh, richtig. Ja, pack ihn doch ein, du Anus. Hey Gott, na. Achso, muss ich was da lassen, gell? Sonst sind wir zu schwer. Okay. Warte ein bisschen. Bereite dich vor, lade Astrids Ausrüstung in das Flugzeug. Ja, lungert herum und wartet darauf, dass etwas passiert. Bla bla bla, bla bla bla. Ja, ich bin ja schon vorbereitet. Schnelle Wette, wenn ich jetzt dahergehe und jetzt zum Beispiel... Weißt du was? Ich lasse das hier. Hä? Just need to grab my parka and we can go. Jetzt funktioniert's. I see you're still wearing it. Huh? Wearing what? Your ring. Our ring. Oh. Yeah. I mean,
just forgot to take it off. Lügner. I wear mine too. Lügnerin. Why? Memories, I guess. I thought you wanted to forget. Not all of it. Look. I should have looked for you. It's okay. I've kept busy. I've moved on. You sure? Because this all seems pretty familiar. You still working with that researcher? Dr. What's his name? No. No, I'm not working at the center anymore. Well, then where? I'm working on my own. Freelance, you could say. Freelance doctor. That sounds legit. I don't question your life choices, Mackenzie. Plenty of things you could be doing besides hanging out in your dad's old plane and drinking in the daytime. Hey, we had a lot of good times in this plane. And it's under control. I know, okay? I'm not here to fight, really. I think about him all the time, you know? I know you do. But I did. The choice I made. I did it for us. Look, you don't have to. Let's just not... No. It's important that you hear this. There's things I need to Mackenzie, say. not now. There's... Just let me tell you. Will, shut up for a second. Something's wrong. That is not good. What's going on? Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will? Astrid. Astrid! I must have gone right through the windshield. Trees broke my fall. Oh, mostly. Kapitel 2, der Absturz. Ja, wie gesagt, ganz normale Menschen mit ganz normalen Problemen. Ach, ist das Need some schön. first aid. Was du brauchst, ist eine Versicherung. Am besten ist, du nimmst gleich die Wiener Städtische, denn ihre Sorgen möchten wir haben. Verbände, wo finden wir das? Warte mal. Also, muss ich draufbleiben. So, da. Cold is making my head feel thick. Ach, wie oft habe ich diesen Spruch im Überlebensmodus gehört. Hihihi, alle 3 Minuten. Ja, okay, wir müssen einen Verband suchen. Warte ein bisschen. Überlebe die Nacht. Stoppe den Blutverlust mit erster Hilfe. Blab, blab, blab. Blab. Verbande anlegen. Na bitte, Meister. Na bitte, Meister der Pudelmütze. Jetzt haben wir es benannt. Genau. Wir heben gleich ein bisschen Blut auf. Ja genau, weil es so schön war. Gleich noch eins. Dann haben wir dort drüben eine kleine Höhle. Da können wir den Willibald vergenusswutzeln. So. Ja, sorry, ich nenne ihn Willibald, weil es lässt mich nicht ganz kalt, gell? So. Sagte er im sturmgebeutelten Kanada. Damn, that's smart. Ja, genau. Ach, unser Willibald. Hihihihi. Ja, wie gesagt, es ist einfach momentan... Wenn wir jetzt mal die erste Episode spielen,
Ich will ja ehrlich zu euch sein, wenn du mich schon länger verfolgst, bitte nur unter diesem Aspekt gesehen. Ich möchte jetzt endlich mal Spiele spielen, die ich in unter 20 Stunden durch habe. Ich weiß, The Long Dark mit seinen 4 Episoden dauert etwas länger. I don't feel so good. I need to rest up. Ich weiß, mein Sohn, halt die Schnauze. So. Trink einmal was. Dann schaut die Welt wieder anders aus. Sehr gut, Meister. Weißt was? Wir werden zur Vorsicht noch ein bisschen Wasser machen. So. Nehmen wir mit. Garn haben wir es dabei? Nein. Die heben wir auf. Und nun werden wir den Jungen mal hinlegen. Genau. Machen wir es kurz und schmerzlos. Wir werden noch ein bisschen Altholz dazu werfen, damit den Jungen auch angenehm warm bleibt. So, und jetzt ruh dich mal aus. Ja, ich weiß, ich werde ziemlich viel schneiden müssen am Anfang, aber sei es drum. Astrid hasn't come looking for me. Which means she can't come looking for me. Because she's hurt. Or worse. I'd better get back up to the crash site. Klettere aus der Schlucht. Kurzen Blick. Garn auseinandernehmen. Brauchen wir alles nicht. Wir haben jetzt momentan eigentlich nur dieses bisschen Saufen dabei. Weißt du was, wir verdrücken das mal, weil das füllt den Magen auch ein bisschen. Ja. Wie gesagt, und ja, natürlich, wenn ich nach einem Spiel suche, ich gebe es ja zu, wo ich mir denke, das könnte mir gefallen, dann gebe ich schon ein auf YouTube, nennen wir jetzt irgendeinen Titel eines Spiels gebe ich ein und dann schaue ich immer auf Walkthrough. So diese unkommentierten Durchläufe, was du da auf YouTube findest. Und da gab es ein paar Spiele, die ich mir rausgesucht habe, die man auch in unter 5 Stunden spielen kann. Ich möchte jetzt mal ein bisschen weg von diesen riesigen offenen Welten. So geil Cyberpunk auch ist. Aber nach 9 Monaten, es ist momentan... probably climb that. Es ist momentan sehr, 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 sehr ermüdend. Ich bin ehrlich zu dir, wenn du mich schon länger verfolgst. Und da ich gerade voll im, ich nenne es mal nicht unbedingt am Suchten bin von The Long Dark, aber eben durch etwaig den Tobi oder durch... Ja, wie gesagt. Mein Hirn braucht mal was anderes, genau. Und The Long Dark zählt eigentlich zu meinen Lieblingsspielen momentan. Ich brauche nicht viel, ehrlich gesagt. I need to find food. Richtig, mein Sohn. Und er kämpft wie eine Bergziege. I think I'm gonna make it. Na sicher, wieso sollst du es nicht schaffen, Alter? Du bist Willibald Mackenzie. Mhm. Was? Kennt sie, wa? Oh ja. So, hierauf. Finally made it. Na sicher. Ich lasse dich hier schon nicht verrecken, mein Sohn.
Ja. Das ist jetzt eigentlich, sind das mal so kleine Gedanken zu dem ganzen Thema. Wie gesagt, wir können ja bei Cyberpunk weiterspielen. Aber mir ist momentan, ehrlich gesagt, nicht danach. Heißt, wenn ich die Xbox einschalte, ich hab's ja probiert. My plane. Not sure which of us looks worse. Poor girl. This isn't how things were supposed to end. Tja. Suche nach Astrid. I've been looking for you. Yo, Baby. Warte ein bisschen. Ach so, da hat ihn gleich automatisch angezogen. Ach, schön. Astrid's pack. Locked. Whatever's in this case, Astrid was ready to die for it. I hope she hasn't already died for it. So, was brauchst du, mein Junge? Und wie gesagt, auch wieder an dich gerichtet, Daniel, wenn du das siehst. Tut mir echt leid, aber es ist momentan ziemlich ermüdend. Und als du auch, wir haben ja damals vor kurzem im Stream vom Teddy, haben wir ja miteinander geschrieben, zwecks Generation Zero, da mache ich auch noch was. Aber das wird eine Zeit dauern. Ich habe binnen 14 Tagen über Weihnachten die komplette Story, bis auf die Hauptgeschichte, bis auf die Story-Erweiterungen durchgespielt und habe auch ziemlich viel probiert mit dem normalen Schwierigkeitsgrad, mit Guerilla-Schwierigkeitsgrad und musste dort auch feststellen, das Spiel hat seine Stärken, aber leider überwiegen derzeit die Schwächen. Und ich habe ja gesagt, für 2026 möchte ich die Geschichte nochmal neu aufdröseln. Wird auch dauern. Ich habe so dermaßen... Nennen wir es so, es ist nicht unbedingt die Schnauze voll, aber es überwiegt ein Teil der Enttäuschung bei Generation Zero. She definitely passed through here. And in a hurry. So. Jetzt werden wir dann schauen, dass wir den Jungen wieder nach vorne kriegen. Genau. Mein Lieblingsstück mit den Hasen. Getreu dem Gronk-Motto kannst du knitten, gell? Ich meine, diese Episode von Gronk war ja so geil, wer das Häschen in der Hand hält. Es ist so süß, es ist so süß! Ja. Eine Stunde später kannst du knicken. Ja, wie gesagt, es ist halt momentan echt schwer. Und weißt, bevor ich was aufnehme, wo ihr auch keinen Spaß dran habt, da mache ich lieber was, wo ich spüre, dass ich Freude und Spaß dran habe. Da habt ihr auch mehr davon. Natürlich, ihr werdet es noch sehen. Ich nenne es mal die erste Staffel des Überlebensmodus. Natürlich beleidige ich Astrid und Willi komplett durch. Das braucht man gar nicht reden. Aber, mein Gott. Man lebt ja nur einmal. In The Long Dark mehrmals und ihr habt es ja im Elend-Modus gesehen. In dieser Episode mit dem Elend. Ja, ich weiß, mit dem Elend-Modus. Also, naja. Ich hoffe, ich krieg das nochmal hin. Plopp, plopp. Aber wie ich diesen Teil verflucht habe das erste Mal. Na. Du, ich sag's dir, ich hasse diesen Teil. Ehrlich, da kann ich mir einen Porno auch reinziehen. Schau. Ja. Wieso tut er nicht, was ich will? Dieser Anus.
Warte mal, hier ist ein Feuer. Machen wir zuerst Someone's been mal. here recently. Could it have been Astrid? Das war sicher deine Zugemutete. Ganz bestimmt. Da bin ich felsenfest davon nicht überzeugt, dass das nicht deine Zugemutete war. Mhm. Natürlich, den Spruch mit der Zumutung kann man natürlich umdrehen auch. Come on. Ihr Zugemuteter. Na bitte. Fire's life out here. Siehst du, und wir haben ja genügend dabei. Junge, jawohl, Baby. Du bist ein richtiger Pfeifenschneider. Mhm. Ja, aber das Problem ist, ich bräuchte was zu essen. Was sagt uns das Missionsbuch? Halte nach Hinweisen Ausschau. Personen, da haben wir momentan ja nicht viel. Bla bla bla. Du hast keine Karten, ja, das ist eh klar. Ich spiele ja mit Willibald. Warum soll Willibald... Never been so hungry in my life. Schau! Kruzifix, diese scheiß Hitbox. Oder was es immer sein soll, keine Ahnung. Ja, sorry. Ich probiere eh schon so gut wie es geht, etwaig weniger im Dialekt zu reden, damit ihr mich auch verstehen könnt. Aber, naja. Das Ganze wird ja dann noch tragischer. Wenn ich mal so richtig zornig bin, dann rutscht mir auch ein bisschen das Wienerische raus. Ja, sorry, ein Teil. Ich habe ein bisschen Wiener Blut in mir. Kruzifix. Ja, genau. Ich würde mich auch ärgern, Willibald. Dir sage ich's. Diese Scheiße mit den Hasen, ich hasse es. Habt ihr vielleicht einen... Ich hasse es. Hey, Muss man was anderes machen. Ah, dann verwöhnen wir ihn zuerst einmal mit einem... Eben mit einem, ne? Ach Gott, du. Trinke mal. Soll ja auch stärken. Wisst ihr, was ich... Warte ein bisschen. Ja, wenn das Hirn... Du weißt ja, wie das ist mit dem Gehirn. Das ist halt nur die große Frage. Hier könnte er sich ein paar Stunden ausruhen. Ich hoffe, das funktioniert. Geh jetzt nicht drauf, Willi, ich sag's dir. Der junge Mann ist gut unterwegs, hörst du. Ich hasse es so need a sehr. horse. Ich weiß, ich bin gerade dabei, du Arschloch. Entschuldigung. Trink noch was. Das mit den Hasen, das bringt mich jedes Mal um den Verstand. Es funktioniert diese scheiß Hitbox nicht. Für was mache ich denn Quatsch? Kann er nicht sein. Muss ich auf das Hasenarschloch zielen oder was? Hey Gott, na. Entschuldigung, meine Ausdrucksweise. Aber das ist ja wirklich zum Davonlaufen.
Endlich! Gleich so liebevoll weggepackt, weißt? Plupp. Ja, her damit. Her damit. Her damit. Natürlich müssen wir uns noch ein, zwei, drei kleine Häschen schnappen. Mhm. So, Lagerfeuer. Stock, Zedernholz, das brennt länger, gell? Ja. Gut. Wir müssen nun diesen Hasen zerlegen. Wo ist der denn, der Kleine? 14 Minuten. Okay. Ah, ist das herrlich. Jetzt kriegst du gleich was zu essen, mein Gutester. Alter, da brauchen wir ja 30 Hasen. Der bringt gar nichts. Naja, wenigstens. Aber wir wollen ja jetzt nicht unbedingt. Wir wollen ja jetzt nicht unbedingt apokalyptisch wirken. Mein gut, unsere Lage ist apokalyptisch, wie du siehst. Wir werden dann trotzdem ein paar Stöcke noch suchen. Weil ich glaube, so schnell werden wir hier nicht unbedingt wegkommen. Nur, ich möchte noch ein paar Hasen mitnehmen. Drei Stunden. Und ja, im Überlebensmodus, das kann ich euch gleich mal spoilern, da wäre ich beim Bau der Schneehütte fast draufgegangen mit Astrid. Mhm. Wie wirst du bald sehen. Sobald ich... Wo ist es auch? Ich brauche noch einen Hasen. Mindestens noch. Boah, so lange wollte ich gar nicht aufnehmen, weißt du, eh? So. Puh. Okay. Verwenden. So, mein Sohn, jetzt ruh dich ein bisschen aus. Nicht verlassen, du Trottel. Verwenden. Ah, so geht das, glaube ich. Ausruhen. Wir machen mal 7 Stunden. Ja, wir müssen schauen, dass wir den Bub wieder in die Höhe kriegen. Mhm. Okay. Kurzen Augenblick, ich schaue nur gerade, ob wir noch was zu... Nein, wir haben ja nichts mehr. Müssen wir das trinken? Wie du siehst, das füllt ja den Magen auch ganz gut. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie viel Zucker da drinnen ist. Wir kommen ja eigentlich hier nicht mehr her an dieser Stelle. Weißt was? Wir werden hier eine kleine Pause einlegen und beim nächsten Mal, ich will jetzt die Folge nicht so lange gestalten, und beim nächsten Mal marschieren wir da weiter. Ich hoffe, du hattest einen kleinen Spaß jetzt an dieser Geschichte hier
Und ich hoffe, du bist mir, wenn du mich schon länger verfolgst, nicht böse, dass ich diesen Schritt jetzt gemacht habe. Überschreiben. Bis zum nächsten Mal und Baba. I didn't come here to fight about the past. Take care of yourself, Mr. Mackenzie.